Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Grand Prix 4. Wir sind wieder mal einmal mehr in dem fast schon legendären Spiel. Also leider immer noch punktelos unterwegs. Wir sind ja das letzte Mal in Spa gewesen. Und ja, haben ja eigentlich eine gute Aufholjagd gehabt. Wir sind ja vom letzten Startplatz her gestartet. Sind dann eigentlich gut vorgekommen, weil ja KI am Anfang immer relativ schwach ist. Und haben es dann nachher ein bisschen versaut, sage ich jetzt mal. Also schlussendlich unser Fehler natürlich. Wir haben zwar wieder ein bisschen Kollision gehabt, ich denke, wird schon mehr ein bisschen unser Fehler gewesen sein. Aber es geht jetzt nach Monza und da sehe ich ehrlich gesagt schon ein paar Punkte. Das Einzige, wo ich ein bisschen Bedenken habe, ist halt unsere Motorleistung plus das Wetter. Aber ich könnte mir vorstellen, dass unsere Motorleistung nicht so wahnsinnig gut ist und dass wir wegen dem vielleicht nicht so schnell sind auf der Topspeed gerade oder allgemein halt auf der Geraden. Und wie ihr wisst, ist ja Monza eigentlich nur geradeaus, blöd gesagt. Und ja, ich bin noch nie hier gefahren, ich glaube in diesem Game, also ich kann mich jetzt nicht erinnern. Darum fahren wir jetzt hier zum ersten Mal. Und ja, ich bin gespannt. Schauen, ob da alles funktioniert. Kalibrierung ist gegangen, ja. Also immer schnell überprüfen, was funktioniert. So, diese Strecke hat sich nicht verändert. Okay, früher muss ich bremsen, also viel früher muss ich da bremsen. Also die Strecke hat sich nicht geändert, eigentlich, die ist immer noch genau gleich hier in diesem Game gegenüber heute eigentlich, oder wie wir sie im F1 2021 kennen. Früher war sie ein bisschen anders, sie hatte eine Doppelschikane eigentlich in der ersten Kurve. Wir fahren jetzt einfach wieder die Strecke mal ganz langsam ab, also eigentlich nicht so langsam, aber ja. Eine schwarze Flagge heisst ja bei diesem Game nicht, dass du disqualifiziert bist, sondern das heisst nur, dass du eine Strafe bekommen hast, eigentlich sozusagen. So, die Schikane ist auch noch gleich. Da haben wir auch die gleiche Kurve. Wir sehen, es hat Käse hier. Das ist eigentlich alles noch genau gleich wie heute. Und jetzt fahren wir hier unter der Brücke durch. Boah, okay. Hier muss man vom Gas. Die kann man nicht Vollgas fahren. Das ist halt immer ein bisschen anders zum Fahren hier. So. Und die ist auch noch gleich. So, also ich fahre mal ein paar Runden. Und dann sehen wir uns gerade wieder im Qualifying. So, herzlich willkommen zum Qualifying. Ich bin jetzt ein paar Runden gefahren und es ist eigentlich recht gut gegangen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe einfach wirklich das Gefühl, uns könnte der Topspeed fehlen. Aber wir probieren es jetzt einfach einmal. Die Strecke an sich ist ja logischerweise nicht wahnsinnig schwer. Aber die Bremspunkte sind wieder mal extrem wichtig in diesem Game, oder beziehungsweise auf dieser Strecke. Das ist auch im F1 2021 so. Und da habe ich eben den Bremspunkt noch nicht genau draussen. Aber wir probieren es jetzt gleich einfach einmal eine gute Zeit herzuballern. Okay, wir gehen jetzt auf eine schnelle Runde, mal schauen, was wir rausholen können. Wir fahren jetzt gerade über Startziel, die steht viel weiter vorne als bei F1 2021. Und jetzt mal wichtig, hier den Bremspunkt verwischen. Ein bisschen zu früh abbremst und jetzt noch verbremst, weil ich das Bremspedal wieder ein bisschen gelöst habe. Das war schon mal nicht so optimal gewesen, aber wir können vielleicht noch etwas rausholen an einer anderen Schikane. Jetzt hier wieder Bremspunkt sehr wichtig. Schon besser gewesen, ein bisschen zu früh abbremst, glaube ich. Oh, sehr gut genug die Kurve das mal. Schön den Körper ein bisschen gestreift, also den Apex getroffen dort. Und jetzt geht es in die nächste Schikane. Das mal ein bisschen besser bremst, sehr gut. Und jetzt in die letzte Kurve rein. So, und jetzt wo landen wir?
1,24,9. Ich glaube, das bin ich vorher auch schon gefahren im Training. Ich habe keine Ahnung, wie schnell das ist oder wie langsam. Wir werden es jetzt gerade sehen. Wir gehen jetzt mal zurück in die Box und dann schauen wir mal, wo wir gelandet sind. So, wir gehen jetzt gerade nochmal raus. Ich bin aktuell auf P5. Der Schumacher ist, glaube ich, momentan auf der Pole. Ich denke auch nicht, dass wir wieder auf Pole fahren können, weil für da ist halt einfach wirklich unsere Autoleistung zu schwach. Aber wir probieren es jetzt gleich einfach nochmal. Weil es ist wirklich eigentlich ein bisschen bei den Bremspunkten oder Punkten, wo ich es ein bisschen verkacke, denke ich. Oder wo ich zu viel Zeit verliere. So, also, zweiter Versuch mit einer schnellen Runde. Mal schauen, wo wir landen. Wir sind aktuell, glaube ich, immer noch auf P5. Ja. Jetzt habe ich gerade eine KI von mir, das ist nicht so wahnsinnig gut. Ja, das war wirklich nicht gut gewesen. So, wir kommen jetzt zu der Startaufstellung. Es hat logischerweise nicht mehr gelangt. Und wir sehen, Michael Schumacher in Pole Position, Rubens Barrichello auf P2, dann kommt der Montoya, dann der Coulthard, Häkkinen, Schumacher, Alesi, Trulli, Villeneuve, Alonso. Also wir kommen mit unserem Minardi auf P10. Nick Heidfeld auf dem 11. Panis 12. Della Rosa 13. Irvine 14. Räikkönen 15. Button, Heizerl Frenzen, Verstappen, Fisichella, Bernoldi, nach der Young und der Enge am Schluss noch. Es bleibt das ganze Rennen lang trocken, das ist schon mal gut und dann probieren wir jetzt einmal. Ich denke mal, P10 ist Potenzial da, dass wir vielleicht Punkte holen können. KI ist schon am Start immer ein bisschen schlechter. Mal schauen. Wir müssen es einfach auch noch über die Runde bringen und keine Fehler machen. Wobei ich muss sagen, getragen habe ich mich jetzt im Training nie und im Qualifying. Also von dem her... Ja, mal schauen, wo wir landen. Mal schauen, ich werde jetzt nicht zu viel versprechen. So, also. Ein weiterer Start. Die 5 Lichter gehen da und sie gehen aus. Oh ja, ein bisschen verschlafen der Start. Oh je. Aber mal schauen, wie gut dass wir durchkommen. Schon mal einen haben wir da. Oh, da bremsen sie sich gegenseitig aus. Und jetzt tun wir uns da mal einfach schön einreihen. Oh, da vorne die zwei Ferrari haben sich berührt. Aussen jetzt da vielleicht am Coulthard vorbei. Ja, wir sind ein bisschen weiter vorne, ist links hinter mir. Sind momentan auf P5 in den Punkten. 11 Runden sind es gesamthaft. Jetzt wird es natürlich ein bisschen schwierig werden wegen dem Speed. Oh, ich verbremse mich da ein bisschen. Oh, scheiße. Oh, je. Scheiße, wieder zurück. Ah, dammit. Ah, oh Gott. Der Reifen natürlich jetzt auch ein bisschen dreckig. So. Gehen wir jetzt wieder, da müssen wir aufpassen, wir können da nicht Wheel-to-Wheel fahren. Oh, wieso sind die alle so schnell? Oh, Berührung! Berührung mit einem Sauber! Oh! Oh, ich bin abgeschossen worden. Roll aber noch. Vielleicht komme ich noch in die Box rein. Nein! Oh, jetzt bin ich weg. Ah, das darf doch nicht wahr sein. Wir sind gerade weg, hinter links. Aber vielleicht kann ich meine Box retten. Ist das Fossos? Ai. Okay. Alles andere als gut. Jetzt wird es schwierig um die Kurve herum. Weil da kann ich aber recht viel Speed verlieren. Ja, schade, ich habe mich voll verbremst eben. Habe mich dann wieder gut einfädeln. Aber dann beim zweiten Mal eben nicht mehr. Ja. Das war ein bisschen blöd gewesen. Jetzt kommen die natürlich schon wieder, das bin ich schon mal überrundet worden. Wow, oh mein Gott, ich bin fast weggedreht. Okay, oh mein Gott, das war ein bisschen komischer Boxenstopp jetzt. So. Okay, wir sind wieder zurück im Rennen. Aber wie schnell die waren, holy shit, ich hatte keine Chance gegen die. Aber wir probieren jetzt mal, ja, aufholen können wir nicht gross, da müssen wir hure schnell sein.
Und wir schauen vielleicht jetzt noch ein paar Ausfälle, oder? Und wir können noch profitieren. Punkte wird es wahrscheinlich sicher nicht geben. Aber man weiß ja nie. So, vor uns ist der Jong. Oh, Rasen! Oh, nein, Rasen! Flug ab! Komm, ich glaube, sie gibt es auf, es hat keinen Wert. Weil wir sind schon eine Runde zurück und jetzt hier noch wieder in die Box und wieder rausfahren. Ich glaube, das macht nicht. Es hat einfach keinen Wert. Gut, dass ich mal Zeitraffer rein da. Wir sehen das Ergebnis. Der Ralf Schumacher hat gewonnen vor dem Juan Pablo Montoya. Also die Williams sehr stark gewesen. Beide Ferraris sind irgendwie nirgendwo, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob die noch einen DNF hatten oder so. Aber wir sehen jetzt hier in der Meisterschaft hat der Ralf Schumacher jetzt noch eigentlich ordentlich aufgeholt. Also es ist jetzt nicht mehr so weit weg. Und auch in der Konstrukteurmeisterschaft sollte jetzt eigentlich auch Williams genau recht weit vorne sein. Also die haben so einen recht guten Sprung nach vorne gemacht. Der Doppelsieg hat etwas gebracht. Und ja, das nächste Rennen, ich glaube, das ist das zweitletzte Rennen dann, ist jetzt USA genau und dann kommt noch Japan und dann sind wir durch mit dieser Saison. Die könnt mir gerne in die Kommentare hinschreiben, ob ihr Bock hättet, ob ich noch mal so eine Saison machen soll, einfach mit einem anderen Team, sprich mit einem, ja nicht gerade Top-Team, aber vielleicht mit einem guten Team. Zum Beispiel Williams ist sehr stark dazu mal, dass wir die nehmen zum Beispiel. Könnt mir gerne in die Kommentare hinschreiben. Und da würde ich schon mal sagen, wir müssen schon in der nächsten Folge wieder, wenn es nach Indianapolis geht, oder nach USA besser gesagt. Und sonst würde ich sagen, was es war von dieser Folge von Grand Prix 4. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen würdet. Und ja, sonst sehen wir uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Und bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.